Vertreibung, Pregon, Vertreibung der Kärntner Slawenen, deren 80-jähriges, Feier kann man nicht sagen, 80-jährigen Jahrestag, 80. Jahrestag wir in ein paar Tagen begehen werden. Wie hat sich dieses Thema in Ferlach dargestellt, Roman? Ja, in erster Linie durch Verdrängung. Also es ist bei der deutschsprachigen Bevölkerung fast nicht vorhanden. Man hat das natürlich verdrängt, wenn man das nicht wahrhaben wollte. Und es ist nicht sehr präsent, würde ich sagen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es hier um zwei Datume gibt. Also im Film ist es kurz gekommen. Nicht? Eines ist die Aussiedlung und das andere war dann die politische Verfolgung. Das heißt, da gab es eigentlich keine Aussiedlung mehr, da war nur mehr das KZ, praktisch die letzte Endstation. Und man darf nicht vergessen, dass über 500 Slowenen dann in den KZs oder bei Kämpfen umgekommen sind. Und viele der Familien, die ausgesiedelt wurden, sind ja wieder zurückgekommen. Und was ich immer wieder von diesen Leuten gehört habe, war nicht die Aussiedlung selbst das Problem. Das Problem war, wie sie danach behandelt worden sind, wo sie zurückgekommen sind. Weil da war, der erste Schock war das Nicht-Hineinlassen in das Land. Und da sind sie dann ausgestiegen im Villach Bahnhof und haben sich auf die Schienen gesetzt und haben revoltiert. Und dann gab es schon organisierte Transporte, zum Beispiel der Weiß hat Leute, damit der hat ein Auto gehabt, hat dann die Leute heimgeführt und so. Und dann kommen sie heim und ist das Zuhause weg. Und dann mussten sie noch dafür kämpfen, dass sie wieder ihr Heim bekommen haben. Das war natürlich auch nicht so leicht, weil in diesen Häusern lebten ja andere Leute. Die mussten ja auch irgendwo hingehen. Und das war schon eine Tragik. Dann möchte ich vielleicht noch ein Beispiel von unserer Familie. Mein Großvater und 4 seiner Brüder waren in der Wehrmacht, in der deutschen Wehrmacht. 5 Leute in der deutschen Wehrmacht und die Familie wurde ausgesiedelt. Das heißt, man hat keine Rücksicht darauf genommen, ob jetzt, es hat sogar einen gegeben, der sich dafür eingesetzt hat, dass man die Familie nicht aussiedelt. Es hat nichts genützt. Und mein Großvater ist nach Hause gekommen, der Hof war leer und er wurde in der deutschen Wehrmachtsuniform erschossen. Er kam nicht damit zu den Partisanen. Er wurde unterwegs abgefangen und wurde 5-mal in den Kopf geschossen, aber in deutscher Wehrmachtsuniform. Und diese Situation, nicht, dass man mitgegangen ist nicht, und das auch nicht genützt hat und dann die zurückgekommen sind, auf einmal wieder Schwierigkeiten hatten und das größte Problem war, es waren ja dort wieder Beamte im Land tätig, die schon früher tätig waren. Das heißt, man hat ja nicht, einige haben sich dort zurechtgefunden, die Engländer hatten ja keine Beamten und haben einige Leute wieder dorthin gesetzt. Dann kommt ein Dr. Ramsauer, der Lagerarzt am Löbel war und ist der einzige Röntgenarzt in Klagenfurt. Es gab keinen anderen. Alle Leute mussten dorthin. Und man wusste, dass er dort Lagerarzt war. Und die wurden 3 Jahre, 4 Jahre entnatifiziert in Wolfsberg. Also die härtesten Pocken, einige sind nach 4 Monaten schon wieder rausgekommen. Also nur diejenigen, die wirklich nicht zugegeben haben, die sind dann 4 Jahre dort geblieben. Und das war's dann. Und die Kärntner Slawenen waren dann in der Situation, dass sie wieder von Leuten abhängig waren, auf den Ämtern, die nicht wohlgesinnt waren. Und bis 1955, da gab es ja noch das Problem in den Slowenien-Organisationen. Es gab ja wesentliche Unterschiede. Jetzt wurden einige sehr protegiert, einige Slowenen, die gute Verbindungen hatten, die konnten alles machen und andere wurden komplett vergessen. Die haben nichts bekommen. Und das hat natürlich auch viele Auswirkungen gehabt. Und es waren viele Enttäuschungen, natürlich auch Tote. Und ich glaube, dass das größere Problem war als die Aussiedlung selbst. Wie viele Ferlacher Familien wurden denn vertrieben? By the way, heute spricht man hauptsächlich von der Vertreibung. Früher, eigentlich in den früheren Jahrzehnten, war es üblich, noch Aussiedeln zu sagen. Auf Slowenisch Izseljevanje und heute eben Pregon, Vertreibung. Was sind denn da die Gründe dafür? Ja, 28 Personen wurden ausgesiedelt
Und zwar waren das wirklich diese Personen, die die tragenden Säulen der slowenischen Kultur waren. Das war der Obmann des slowenischen Kulturvereins und seine Frau zum Beispiel. Dann war die Familie Boronik, die sehr reich war und natürlich auch ein wesentlicher Faktor für die Slowenen war. Und, also wirklich, und dann auch Einzelpersonen, die wirklich agitiert haben, also die wirklich die slowenische Kultur dort forciert haben. Es war gezielt ausgesucht. Und es waren auch Ortsgruppenleiter und es gab natürlich also paradoxe Situationen. Nicht? Da wird der Christian mehr sagen, weil er das in seiner Familie erlebt, wo in der gleichen Familie einer für die Nazis war, der andere für die Partisanen oder einer Ortsgruppenführer, aber das musst du vielleicht besser sagen, weil das ist, also wirklich, es haben dann, also vom Schaschel, wo wir das lesen werden, nicht? Der Schaschel, Hannes müsste heute normal hier sein. Er hat dann praktisch auf diesen Hof geheiratet, in dieses Gasthaus, wo der Ortsgruppenführer war, der verantwortlich für die Deportation seiner Familie war. Nicht? Und der hat dorthin geheiratet. Petritsch, praktisch, also der Wolfgang Petritsch ist der Schwager von ihm, er hat die Schwester geheiratet. Und also wirklich Situationen, die man sich eigentlich schwer vorstellen kann. Und es gibt noch eine paradoxe Situation. Nachdem also der Krieg vorbei war, gab es beim Zingels eine Kundgebung und alle Nazis haben voll für Jugoslawien geschrien. Also man hat ja damals wirklich noch gedacht, es könnte wirklich Südkärnten zu Jugoslawien kommen. Nicht? Und die waren alle also voll für Jugoslawien und also wirklich paradoxe Situation. Nicht? Und die haben dann natürlich gedacht, und nachdem aber klar war, dass es nicht so wird, ist es auch wieder in eine andere Richtung gegangen und da wurde umgeschwenkt. Wir haben, Roman hat es schon erwähnt, eigentlich wollten wir den Johannes Schaschel heute hier haben. Er konnte aus beruflichen Gründen dann doch nicht. Aber es gibt von ihm ein Buch, als Kärnten seine eigenen Kinder deportierte, wo im Prinzip den wichtigsten Teil sind handschriftliche Zusammenfassungen. Es ist kein Tagebuch, ja, sondern sein Vater, der als elfjähriger Sohn der Familie mit dem Großvater, mit den Eltern, mit einem ein Jahr älteren Bruder ausgesiedelt, vertrieben worden ist, beschreibt zumindest die ersten paar Jahre in der Vertreibung, wie es ihm gegangen ist. Und später konnte er das nicht mehr vervollständigen. Selber hat es der Hannes Schaschel aufgrund der Erzählungen vervollständigt. Wir könnten, ich weiß nicht, ob es jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ob wir noch 2, 3 Kapitel daraus vorlesen sollten, oder? Ich hätte noch eine Frage. Diese Aussiedler, wo sind die hingesiedelt worden? Und wer hat diese slowenischen Höfe in Kärnten dann besiedelt? Waren das Südtiroler, die dort angesiedelt wurden? Oder? Kanaltaler hauptsächlich. Kanaltaler waren das hauptsächlich, ja. Und also ihnen wurde ja versprochen, dass sie hier, also ein Südtiroler zum Teil auch, weil der Hitler-Mussolini-Pakt hat ja dann auch dazu geführt, dass viele Südtiroler praktisch auch weggehen. Aber bei uns waren hauptsächlich, also in unserer Gegend hauptsächlich. Und die Slowenen wurden wohin ausgesiedelt? Nach Hesselberg, das ist in der Nähe von, die wurden dann auf verschiedene Höfe, das ist in der Nähe von München. Frauenau auch, ja, zuerst. Und die Familie Schaschel und ein paar viele andere, die waren in Renitz. Zunächst einmal so ein Dreivierteljahr. Renitz ist ja, so 80, 90 Kilometer südlich von Stettin, heute in Polen. Und die waren, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt direkt in einer Nachschublinie in das damalige Russland, und es sind, das schreibt er auch in dem Buch, permanent die Züge gedonnert in beide Richtungen. In der einen Richtung der Nachschub für die deutsche Wehrmacht in Russland und in der anderen Richtung meistens Verletzte, die in Spitäler dann nach Deutschland zurückgebracht worden sind. Eine ähnliche Situation wäre in der Untersteiermark, kann man sagen,
wo auch dieser Deal Hitler-Mussolini eben verwirklicht worden oder versucht worden ist zu verwirklichen, dass eben slowenische Familien, also zwischen Zeleci und Krško, diese Linie eben ausgesiedelt worden sind, teils nach Deutschland, aber teils auch nach Serbien, und stattdessen eben Kočer, Deutsche, also diese Volksgruppe, diese Deutsche aus der Kočerowie, die sind dann dort angesiedelt worden. Mhm. Genau. Gibt es im Kanal noch Deutschsprachen? Ja, schon. Aber Ugovica oder wo ist das? Ugovica, ja. Ugovica, also das ist wirklich dreisprachig, da gibt es auch noch slowenische, also eine starke, aber schon dreisprachig. Ja. Aber es ist, das Kanaltal ist sehr, sehr dünn besiedelt, einfach nicht so attraktiv. Was für mich bei Durchsicht dieses Buches auch in Vorbereitung auf heute auffällt, ist, dass an vielen, vielen Stellen wird, ja, ein bisschen provokativ ausgedrückt, fast die deutsche Wehrmacht in Schutz genommen, und im Wesentlichen immer wieder schuld an dem Ganzen sind die lokalen Behörden in Kärnten. Die lokalen Behörden, meistens der Bürgermeister, der Ortsgruppenleiter, der Ortsbauernführer, Leute, die sie gekannt haben, ja, die sich untereinander gekannt haben, die jahrzehntelang sozusagen gemeinsam gewirtschaftet haben in diesen Dörfern, die waren die Entscheidenden, dass dann ein Teil die haben das auch entschieden. Also das hat mich überrascht, ja, obwohl ich schon mehrere so Tagebücher gelesen habe, dass genau dieser Punkt wirklich 4-5 Mal in der Zusammenfassung hier auftritt. Christian, da war wahrscheinlich der Hass so groß auch wahrscheinlich, dass der das so irgendwie entschieden hat. Oder wie? Ja, im Wesentlichen sagt er, ist jetzt keine Historikermeinung, ich bin kein Historiker, nur von der Lektüre dieses Buches, ja, habe ich den Eindruck, dass er wirklich komplett überzeugt ist. Hitler hat andere Interessen gehabt, für ihn war die Kärntner Slowenen nicht ein primäres Objekt, überhaupt nicht einmal ein wichtiges Objekt hier. Es waren die lokalen Behörden, die allen ihren Einfluss im Reich geltend gemacht haben, der dann zu diesem Schritt geführt hat. Hier in dem Fall der Familie Scharschel war es auch bezeichnend oder noch zusätzlich erschwerend, dass die Mutter, die mit ausgesiedelt war, bereits leicht erkrankt an Tuberkulose, an einem Lungenleiden mit vertrieben worden ist und sie faktisch die ganze Zeit, die ganzen 3 Jahre während der Vertreibung getrennt von der Familie war und dann 1944 auch in einem Krankenhaus oder Kriegskrankenhaus damals ihrem Leiden erlegen ist. Und ihr Abschiedsbrief ist hier auch veröffentlicht. Und die Familie, vielleicht noch wir hatten ja vor einem Hinweis, was mir aufgefallen ist, die Familie stammt väterlicherseits, also dann Scharschel-Familie, direkt vom Lorbelpass. Das ist der absolut nächste Hof zu dem Konzentrationslager auf der Nordseite während des Krieges, über das ja vor 2-3 Jahren der Herr Professor Dr. Peter Gstettner hier in dem Slowenischen Institut referiert hat und der eigentlich ganz wesentlich dazu beigetragen hat,
dass es in Kärnten heute so etwas wie eine wirklich etablierte Erinnerungskultur gibt. Ja. Also zumindest für mich, der doch die Sache besser kennt, aber doch von eher aus der Entfernung, ist es eigentlich das sichtbarste Zeichen der Erinnerungskultur in Kärnten am Löbelpass oben jedes Jahr. Es wird jetzt am 23. April das erste Mal im Krankenhaus in Klagenfurt auch eine Gedenktafel geben für die Euthanasie-Opfer. Das hat es bis jetzt auch nicht gegeben. Und es gibt dort im ehemaligen Gestapo-Quartier in Murnau gibt es jetzt auch eine Gedenktafel und noch vor dem Bezirksgericht in Klagenfurt. Also das ist das Memorial Kärnten, das ist eine andere Organisation. Man ist sich schon dessen bewusst, was hier passiert ist, und die Erinnerungskultur ist gar nicht so klein. Also ich möchte sagen, in den letzten Jahren wirklich ist ja viel passiert. Oder eine interessante Szene in dem Buch ist auch, wo er beschreibt, wie sie nach einem Läusebefall faktisch ihre Kleidung vernichten mussten oder die nicht mehr wirklich zu gebrauchen war und sie stattdessen Kleidung von ermordeten Juden mit Judenstern und allem drum und dran angeboten bekommen haben, blutig bis geht nicht mehr. Und ja, wie sie das dann gewaschen haben und den Judenstern entfernt und eigentlich sehr viele Lagerinsassen dann in dieser Kleidung ihren Tagesablauf verrichteten. Sehr deutlich beschreibt er auch die Befreiung durch die Amerikaner, aber dann speziell auch, was der Roman schon früher gesagt hat, die ganzen Schwierigkeiten, die sich ergeben haben, dann bei der Rückkehr in Villach, wo man mehr oder weniger stark befürchtet hat, dass der Zug wieder zurückfährt nach Deutschland, man sie teilweise nicht aussteigen wollte, aber dann doch irgendeine Szene, wo er sogar sagt, wir haben von Leuten, die einen Tag vorher gekommen sind, einen strikten Tipp bekommen, steigt nur in den Zug ein, wenn 2, 3 Leute von euch in der Kabine des Zugführers sein dürfen, des Lokomotivführers sein dürfen, damit ja sichergestellt ist, dass nicht der Zug wieder in eine andere Richtung davon fährt. Welche Rolle hat Jugoslawien in der Zeit, also direkt und indirekt bei solchen Situationen gespielt? Jugoslawien hat eine sehr große Rolle gespielt, aber eher bei den eigenen Leuten, nicht bei den Kärntner Slowenen. Die Kärntner Slowenen waren nicht sie waren zwar integriert in die Partisanenbewegung, das war schon von Jugoslawien gesteuert natürlich, aber sie konnten ja dagegen auch nichts machen, weil das war eine österreich-interne Angelegenheit und die waren mit sich selbst beschäftigt. Nicht nur 1941 ist dann Deutschland Jugoslawien praktisch annektiert, nicht? Und die hatten. 1945 dann. Ja, 1945 war die Situation so. Es war ausgemacht, die Engländer besetzen Klagenfurt. Die jugoslawische Streitmacht war eine Stunde vorher in Klagenfurt am neuen Platz und hat sich dort aufgestellt. Und eine Stunde später kommen die Engländer und dann war die Situation so, dass die Jugoslawen abziehen mussten, weil das schon vorher geregelt war. Und natürlich gab es aber dann einen Deal. Und zwar mussten die Engländer, die praktisch alle, Kärnten war insofern ein Hotspot, weil jetzt alle versucht haben, über den Rau zu kommen, weil hier die Engländer waren, das waren jetzt dann die Kosaken, die für die Ustascha gekämpft haben, es waren Ustascha, es waren Belogradisten, es ist alles über Kärnten, einerseits über den Löbel gekommen, andererseits auf der anderen Seite an Bleiburg, und da kam es halt zu diesem Austausch, dass da praktisch dort so viel Ustascha erschossen wurde. Nicht? Deswegen gibt es ja diese Veranstaltung. Und es war so, dass ja der Ustascha-Führer nicht aufgeben wollte. Wenn sich die ergeben hätten und die Waffen abgeliefert hätten,
dann wäre es wahrscheinlich nicht zu dem gekommen. Und jetzt haben die Jugoslawen praktisch, die Engländer den Jugoslawen die Ustasche überlassen und dadurch kam es. Das Gleiche ist passiert mit den Belogradisten auf der anderen Seite und es gab einen Zug und einige haben dann Rosenbach schon irgendwas gemerkt, hoppla, der Zug geht in die falsche Richtung und sind abgesprungen. Und die sind dann im Ficktrink zusammengekommen und es gab ja dann in Kärnten 5000 Slowenen, die im Spital gelebt haben bis 1948. Also Slowenen von Jugoslawien, die dann praktisch, die sich hierher gerettet haben und die sind dann alle zusammen 1948 nach Argentinien ausgewandert. Und mit dem Bruno waren wir dort zweimal, 1992 und 1998 bei den argentinischen Slowenen und die sind auch da gewesen, also das war praktisch Gegner der Partisaner. Nicht? Also das ist eine ganz eigene Geschichte. Es ist Ihnen versprochen worden, der Zug fährt in ein schöneres Lager als Fichtring nach Italien. Ja. Und wie Sie dann gemerkt haben, der Zug geht in die andere Richtung, da ist natürlich die Panik aufgekommen, da sind schon ganz schreckliche Szenen, also jenseits der Grenze passiert und dann, wie die Partisanen dann übernommen waren, ist die ganze große Katastrophe passiert. Ja, die wurden dann nach Kočevje und wurden dort erschossen. Also nicht nur dort, sondern also eigentlich gibt es sehr viel über Slowenien verteilt, sehr viele Grabestätten oder sozusagen Hinrichtungsstätten, aber die größte sicher im Kočevski Rog im Kočevhorn, in diesem riesigen Waldgebiet. Ja. Ja, und einer dieser Personen war der Dr. Zigan und der war dann Musikprofessor am Slowenischen Gymnasium. Also er hat sehr viel getan für uns also, und viele andere auch, also viele Priester, die dann praktisch da. Aber wir haben das von beiden Seiten sehr, sehr stark kennengelernt. Entschuldigung, kommt nicht die Bernarda Fink auch? Ja, genau. Bernarda Fink ist der Dolina war im Spital, die ist dann geblieben. Ach so. Der Dolina, der Vizebürgermeister, also die Familie von Dolina, war auch im Spital, aber die sind da geblieben und die Eltern waren Friseure. Aber von Dolina, die Mutter war 3 Jahre eingesperrt in Jugoslawien, also nach dem Krieg, noch von 45 bis 48. Und die ist dann auch in das Lager gekommen und die sind dann im Spital geblieben. Aber Frau Jancic, ihre Familie ist ja Petrice geworden, ja, und du hast da Verwandte in Argentinien. Ja, genau, so entfernt, aber jetzt wahrscheinlich sind schon alle ausgeschoben, glaube ich, aber ich hatte, also es ist einer nach Argentinien gegangen und von dem Person ist dann, glaube ich, noch New York übersiedelt, in Argentinien ist, glaube ich, jetzt niemand mehr. In Argentinien war deswegen interessant, weil dort Familien aufgenommen wurden. Der Baron hat Leute gebaut, der hat dann in Ausflug gehabt und der hat Familien aufgenommen, Amerika und Kanada, nur Männer. Und die waren aber natürlich oben als Familien und sind dann als Familien. Und es hat in Argentinien Strukturen gegeben, weil die erste Aussiedlung hat schon nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden in den 30er Jahren. Da sind viele, also von Primoria, also von Meer dort war, das waren Wirtschaftsflüchtlinge, weil einfach keine Arbeit war. Und die ersten Slowenen waren schon 1870 in Argentinien. Die haben das erste slowenische Dorf gegründet. Und es gibt 8 Kulturhäuser in Buenos Aires. Und wir haben alle gespielt. Ja. Und damals 1972 waren noch ca. 50.000 slowenisch sprechende, also Slowenen unten. Und 1991 war wieder, die haben aber keinen Kontakt gehabt mit Jugoslawien. Und 1991, wo der slowenische Staat entstanden ist, dann hat es wieder diesen Kontakt gegeben. Und 1992 waren wir unten als erster slowenischer Chor nach 48. Und das war natürlich sehr interessant. Also wirklich. Und dann haben wir an einer Band gespielt. Der 84-Jährige, einer war Jude, einer war KZ-Offizier, einer war Slowene. Also wirklich von allen, dort ist alles zusammengekommen. Der Eichmann, Adolf Eichmann, hat 10 Jahre dort als Adolf Eichmann gelebt, unter seinem eigenen Namen. Und wo sie ihn deportiert haben, der Mossad, der israelische Geheimdienst, sind dann geglaubt, dass es wirklich ist. Und sie müssen sich überzeugen, was wirklich ist. Ne? Und der war dort ein Chef, die Deutschen waren überall Chefs in allen Firmen. Die war strukturiert. Und die Argentinier haben ein Chaos gehabt. Nicht? Und die Italiener, die unten waren, auch. Und die Deutschen haben natürlich das kennen, also organisieren sie kennen. Nicht? Und das hat funktioniert. Und da waren überall in den ganzen, und in Mendoza und also wirklich, da waren so Hotspots. Und die sind aber alle über Südtirol, kommen über Südtirol und über Vatikan dann praktisch. Alles ist anders.
Und ich würde einen Satz, der vielleicht ein bisschen untergegangen ist, noch einmal von dir jetzt hervorheben. Der Krieg, oder als offizielles Ende des Krieges gilt der 8. Mai. In Verlach, Gemeindegebiet Verlach, waren die heftigsten Kämpfe in den Tagen danach. Mit auch vielen Toten, bedingt eben dadurch, dass die ganzen SS, die Wehrmacht, die slowenischen Domobranci, die kroatischen Ustascha, alles ist in den über den Leubel gekommen und vor der Kosaken, vor der Brücke in Kappel, heute Strau eigentlich, die ist heute ja neu, heute ist dort ja der Stausee, haben sich dann diese Kämpfe entzündet, wo noch viele, viele Soldaten auf allen Seiten gefallen sind. Wenn ihr wollt, lese ich noch kurz den Abschiedsbrief der Mutter vom Scharschel. Die anderen Sachen würde ich jetzt nicht mehr machen und dann sind wir am Ende. Oder liest du, Roman? Natürlich. Norderach Kolonie ist der Ort, 3. Dezember 1943. Meine Lieben, mein lieber Mann, meine Herzlieblinge Peppi und Hansi sowie mein lieber alter Vater. Die Briefe, damit sie die Zensur passieren konnten, mussten auf Deutsch geschrieben werden. So viel nur zum Verständnis, wenn da und dort es vielleicht auch grammatikalisch nicht alles richtig ist. Da es sich mein Befinden von Tag zu Tag zusehends schlechtert, will ich in dem Sinne ein paar Worte zum Abschied sprechen. In ein paar Monaten wird ihr leider erfahren müssen, dass eure Mutter nicht mehr unter den Lebenden ist. Aber ich bitte euch von meinem ganzen Herzen, betrachten wir diesen Schicksal als Gottes Willen. Obwohl wir euch schwer treffen, trauert nicht zu viel. Auch mir fällt von Herzen schwer, da ich euch nicht mehr sehen kann, aber könnt euch ruhig verlassen, ihr habt noch eine himmlische Mutter, die für euch künftig sorgen wird. Möge wenigstens dich, mein lieber Mann, meine Kinderlein erhalten bleiben, wie bisher, der für sie sorgen wirst, auch bitte dich, behandle und betrachte meinen lieben alten Vater als deinen eigenen, der liebe Gott wird dir reichlich vergelten. Ihnen aber, mein lieber armer Vater, wir werden uns ja aber so recht bald sehen. Leider, mein heißgeliebter Mann, nach unserer 13-jähriger glücklicher Ehe sind wir leider durch diese tückische Krankheit auseinandergerissen. Sie war ja nur kurz, aber es war wirklich schön. Darum bitte ich dich, vergesse mich nicht, denn früher oder später muss es doch ein Wiedersehen geben. Jetzt aber noch ein paar Worte an meine Herzlieblinge Peppi und Hansi. Der Hansi ist der Vater des Autors dieses Buches. Da eure liebe Mutter nicht mehr lebendig zu euch kehren kann, trauert nicht allzu sehr, bittet darum mehr für mich. Vergesst nicht auf die Lehren, die ich als christliche Mutter erteilt habe, liebt jetzt den Vater und Großvater mehr wie bis jetzt. Der liebe Gott wird euch schon unsere himmlische Mutter zum Ersatz geben, die noch besser für euch sorgt. Liebet die Heimat und die Muttersprache, wie eure Mutter dieselbe geliebt hat. Vor allem bleibt aber gute Christen. Und ein paar Wochen später hat es offenbar noch auf Slowenisch ergänzt: Zadnje pozdrave in ti sočerih korečih poljubov vam vsem mojim ljubim, tem vam vsem v duhu zadnjič stiska rokove pozdrav. Vaša srčno ljubeča mamica, pozdravite mi ljube v domovini. Übersetzt: Letzte Grüße und 1000 innige Küsse euch allen, meine Lieben, und im Geiste drücke ich euch allen zum letzten Mal meine Hand. Eure von Herzen liebende Mutter, grüßt mir die Lieben in der Heimat. Ein paar Wochen später ist sie dann am 12. Jänner 1944 verstorben.
So. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen? Roman, dann darf ich dir recht herzlich danken für deine Ausführungen und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgekriegt. Ich glaube, also ich weiß, dass ihr alle sehr viel wisst davon. So viel Neues war nicht dabei. Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen einen Einblick geben habt können in die Kultur in Verlach. Und die allgemeine Geschichte können wir aber schon alles sehr gut. Danke, Hvala lepa.